Welkom voor de nächste video. God heeft een woord voor die en ik freue mich dat je erbij bent. Mijn naam is Gabrielle Kroon. Zo veel werk wie we op reizen, de laatste 2 weken. En da passieren ja immer wieder nieuwe dingen, besonders wenn man mit Kindern reist, die haben viel Freuen und interessante Dinge. Und dann wird das Thema sehr interessant mit unseren Jungen, besonders auf der Handreise, dort die so lang wird man ankommt. En dan weer een streik, er waren viele Lachen op dem Weg en we moesten eigenlijk wel durchfahren, dat stuk hadden dat wackelt. En ons jonge oort zich al entwischen en zei, ik wil toch mal bij oma en opa omkomen, ik wil toch mal omkomen. En dan zei ik met eenmaal te aan, hey, we moeten jedes Loch durchfahren, damit we kunnen omkomen. Wenn we niet durchfahren doen, dan wollen we niet omkomen kunnen. Met eenmaal hoostig, dem zijn moed die weer veranderd en die hadden een moed en die zegt, papa, yo, een durch, papa, yo. Eindelijk. En dat nächste Loch. En hij weer moedig. We werden durchgaan en we werden er aankomen. En ik heb werkelijk even nu gedacht in de laatste week, wat meint dat werkelijk voor mijn leven? Wat mijn jong door bewezen had, zo zijn verhouden. Dat lijkt zeer leicht erbij wat de Bibel zijn. Wanneer we im leven raan, wanneer we im geloven verweg raan, dan is dat beste verweg te komen om aan te komen. Verweg, niet aan te houden. Want wenn wir anhauen, dann bleiben wir auf der Straße. Dann bleiben wir da, wo wir stehen geblieben sind. Und eine ähnliche Sache gibt es auch in der Bibel, beschrieben von einer Wadran, von einem Ding, wo die Kost durchhauen. Da möchte ich die kurz mit nehmen in den Vers. In 1. Korinther 9, dann Vers 24 wieder. Weet je niet dat die in de Wadrane, alle ranen, en maar eindje gewinnen den Preis. Rand so, dat je den kriegen. Wer in eine Reis rannt, laat alles andere bezieht. Jana doen dat einen Kranz zu kriegen, die doch nicht bleibt. Aber wir doen dat eine Krone zu kriegen, die ewig bleibt. So steht das so klar geschrieben, fleischlich ran wie einen Preis zu kriegen, menschlich einen Preis zu kriegen. Wir reisen. So wenn du reisen du nimmst nicht alles mit, was du hast. Du nimmst das Neidigste und kriegst das, was du versprochen. Wenn du rannst, dann nimmst du das wenigste Mensch mit, dat du nicht lost mit die mitdrehen ist. Und das ist ein Ding, was ich dir mitgeben von dir. Ran dein Glaubensleben, gib nicht ab im Glauben. Und dann, wo viel Lacher da sind, so ist mein Jung plötzlich Mut hat, jedes Loch noch mit Schwung durchzufahren, euer anzukommen. So auch zu sein, okay, Troubles gibt es im Leben, das gibt nicht ein Leben, wo wir nicht Troubles haben. Aber wir können mutig sein. Jesus ist die Kraft, da durchzugehen. Jesus ist dort, was uns durchbringt. Und von dir möchte ich die Mut machen. Gib nicht ab. Und dann, was deine Lacher sind, was deine Troubles sind. Und dann, was du fertig hast. Gib nicht ab. Leidet anneigt het ziet. Was ist anneigt? Anneigt in uns fleischliches Leben, in uns menschliches und jährliches Leben. Dort sind alle Dinge, wo wir nicht vergeben können. Dinge loszulassen, wo wir nicht vergeben können. Dinge loszulassen, wo wir nicht verweicht kommen, was uns hindern von der Familie oder von unserer Vergangenheit. Gib deine Vergangenheit, gib deine Sünden und Jesus auf. Jesus, der macht die reinigen, verweicht zu gehen und durchzuhauen. Wenn es die Jan je die durchhauen, die wollen eine Lebenskroon kriegen, die ewig hauen wird. Und von dir möchte ich die Frauen, wenn du was mitbeten von dir. Vor dem Himmel, ich sei dir Dankeschön, dass du Jesus uns gegeben hast, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns helfen, durchzuhauen, der uns helfen, verweicht zu kommen. Und von dir lade ich dir an, Jesus, wasch mein Hart rein. Wies mir Dinge, wo ich soll loslassen, leichter zu ran. Wies mir Dinge, wo ich kann verweicht gehen und dass ich Mut habe. Heiliger Geist, ich lade dich an, fall mir ab von dir mit dem Mut, verweicht zu gehen. Nicht bloß für mich, sondern für meine Familie, für meine Freunde. In Jesus sein Namen. Amen. Und lieber Tag, von dir ist der Tag, wo wir die Entscheidung treffen, mit Jesus verweicht zu gehen, mutig zu bleiben, am Bett Ziel zu rennen. Mocht Gott die segnen. Wenn du Frauen hast oder die Brücksgebet, die kannst mir sehr wellig schreiben.